Es ist Gründonnerstag, der 9. April. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort Sacharja 8,21. Lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir wollen mit euch gehen. Und im Lehrtext, Markus 14,26, lesen wir: Als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Alles wird enden, oder? Es wird sich alles wenden. Je näher die Leute auf den Tod zugehen, desto mehr merkt man, sie gehen in die eine oder in die andere Richtung. Alles wird enden, fühlt sich etwa so an. Die Starre vom Tod eilt dem Sterbenden schon ein bisschen voraus. Er schaut wie in ein schwarzes Loch. Er wird einsilbig oder sagt fast nichts mehr oder auch gar nichts mehr. Und man merkt, es nimmt auch eine Trostlosigkeit überhand. Alles wird sich wenden, sieht ganz anders aus. Menschen sind getrost, haben Licht um sich herum. Vielleicht hören sie sogar auch schon Engel singen. So ist es einem Bruder gegangen, vom bekannten Johnny Cash. Durch einen schweren Unfall war er dann noch eine Woche daheim. Dann war die Medizin noch nicht so auf einem hohen Standard. Und hat am letzten Tag seiner Mutter gesagt, hörst du sie auch singen? Die Mutter hat gesagt, ja, die Engel. Dann hat er gesagt, ja, hörst du sie nicht singen? Die Mutter hat sie nicht gehört, aber sie wusste, sie kann ihren Sohn getrost auf die Reise schicken. Einer von meinen Onkeln, der Dirigent Theo Losli, den man hier im Bild sieht, hat nach einem schweren Unfall, den ich ihn dann nachher begleitet habe in den Spitälern und dann später daheim, Monate, Wochen und Tage, nach einem Gebet, wo er sein ganzes musikalisches Schaffen Gott hat zurückgegeben, mehrere Abende immer wieder ein Licht gesehen, das sein Zimmer hat gefüllt. Und er war sehr gelassen und die Nacht hat er die Alben dirigiert. Einfach ganze Werke hat er dirigiert, wie er es zu Lebzeiten immer auswendig gemacht hat. Und hat dabei einfach nochmal einiges erleben von dem, was war. Letzte Lieder, letzte Johannespassion etc. Als aber der Tag gekommen ist, der Abend, wo er in der Nacht gestorben ist, haben zwei von seinen Schwestern an seinem Bett noch gesungen, beide ungefähr um 90. Das ist noch das Letzte, was er in dieser Welt gehört hat, bevor er in dieser Nacht auf der Reise ist. Der Tod als Wendepunkt setzt ungeheure Gefühle in Bewegung oder setzt sie frei. Menschen erkennen die Erlösung, die sie irgendwie im Glauben haben erfasst und ein Stück weit schon erlebt. Die steht jetzt unmittelbar bevor, es wird eine komplette Erlösung sein. Das heisst, ihre Lasten werden von ihnen abfallen, sie müssen nie mehr traurig sein, nie mehr leiden, nie mehr zweifeln, all das fällt hinter ihnen weg und sie haben eine ungeheure Leichtigkeit des Seins, wie man so sagt. Dazu kommt, dass sie auf die grösste Abenteuerreise gehen, in ein Land, das sie noch nie haben bereist, in ein wunderbares Land mit einem wunderbaren König. All das kann dazu führen, dass das Singen für sie nicht so abwegig ist. So war es auch bei Jesus. Sie haben noch das Hallel gesungen. Die Psalmen 113 bis 118 die haben den Schlusspunkt gesetzt von dem Sedermahl, also von der Pessachfeier. Wobei bei Jesus noch eine andere Ausgangslage war. Er ist nicht einfach gestorben, wie unser einer wird sterben, sondern er hat ja den Tod verschlungen, er hat den Tod besiegt. Das ist seine Art, wie er gestorben ist. In diesen 6 Psalmen hat es 2 Schwerpunkte. Das eine ist sehr passend zu dem Pessach-Erlebnis, zu der Erlebnisgastronomie, wo man ja den Auszug aus Ägypten erlebt, indem man Stück für Stück die Geschichte auch essen. Dort heisst es drin, der Mose ist ihnen vorausgegangen. Er ist durchs Meer gegangen mit dem Volk Israel. Und jetzt geht er selber, der erstgeborene Sohn, oder ins Meer, er stirbt. Wie die Erstgeborenen in Ägypten. Er stirbt, aber das Volk kann durchs Meer gehen, ohne dass sie umkommen. Psalm 118 nachher, das ist das Lied vom Eckstein, das die Bauleute verworfen haben. Auf das kommen wir noch.
Weltgeschichte also in 6 Lieder. Mir hat dem jemand gesagt, der Schwanengesang, das letzte Lied, das noch angestimmt wird. Und Franz Schubert seine letzten Lieder, von ihm haben wir gerade gestern ein bisschen gehabt. Sein Liederzyklus hat Schwanengesang geheissen. Ebenfalls am Heinrich Schütz seine letzte Liedersammlung Schwanengesang. Der griechische Mythos sagt ja, der Kyknos war so traurig über den Tod von seinem Freund Phaeton. Er ist an einem Fluss nachgelaufen und die Trauer hat ihn wirklich umgebracht, kann man sagen. Er hatte so eine grosse Liebe zu seinem Freund gehabt. Er konnte nicht mehr leben ohne ihn. Die Götter haben das gesehen und haben sich erbarmt und gesagt, so einen Tod muss man verewigen. Und sie haben den Kyknos verwandelt in das Sternbild Schwan. Aber nicht einfach nur in ein Sternbild, sondern er hat eben noch den Schwanengesang gesungen. Das heisst, ein Lied auf das Leben von seinem Freund. Und wenn schon Mythologie und das Heidentum ein Freundestod so besingt, wie viel mehr passt es ja dazu, dass auch unser Freund, der für uns in den Tod gegangen ist, auch seine letzte Minute quasi, bevor er nachher auf die Todesstrecke geht, kann in ein Lied zusammenfassen. Der Erlöser, der uns erlöst von allem Heidentum. Der Psalm 118 ist also ein Türöffner. Und wir können sagen, der Psalm 118 war nicht nur das letzte Lied, das Jesus in seiner irdischen Daseinsform hat angestimmt. Es war nicht nur das letzte Lied, das er mit seinen Jüngern hat gesungen bei diesem abbrechenden Gottesreich. Es war auch das letzte Lied, das noch im Alten Bund gesungen wurde. Vorher haben sie ja gerade den neuen Bund mit dem Abendmahl eingeführt. Es ist das letzte Lied vom alten Adam. Und nachher wird der neue Adam zurückkommen vom Tod und die Weltgeschichte wird eine gewaltige Wende machen, wie sie schon nie gemacht hat. Und darum wollen wir das letzte Lied, das angestimmt wurde, das müssen sein, weil all die Ängste, all die Tiefen, all die Höhen, der ganze Sieg, auch einfach der ganze Prozess vom Sterben drin beinhaltet ist, dass wir das nochmal ein bisschen highlighten mit ein paar wenigen Aussagen und Versen, die da drinnen vorkommen. Nehmt wir es nicht übel, dass wir hier ein paar Zitate machen aus dem Psalm 118. Vergessen nicht, das ist das letzte Lied vom alten Adam. Vers 5. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Wahrscheinlich nur 2-3 Stunden später ist genau das passiert, wo Jesus Blut schwitzt. In Gethsemane. Vers 7. Ich werde herabsehen auf meine Feinde. Wiederum ein paar Stunden später hängt Jesus am Kreuz. Unter sich sieht er seine Feinde, gross und klein, Heiden und Juden, also Römer. Aber auch die sichtbaren und die unsichtbaren Finden. Und er kann auf sie herabschauen, nicht indem er einfach Menschen besiegt, das war nie sein Ziel, sondern indem er jede Findschaft besiegt. Vers 8. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Und das beschreibt genau die Einsamkeit, die letzte Einsamkeit von dem einzigen Kämpfer, der noch ist. Die einen verraten ihn, die anderen machen sich aus dem Staub, die dritten verleugnen ihn. Man sieht einfach, er wird mit Gott ganz alleine die letzte Runde durchschritten. Vers 14. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Der Herr ist mein Heil, das ist ja genau sein Name. Jeschua. Vers 15. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Schon der Jesaja hat gesagt, wer hilft am Herrn? Niemand hier auf der Erde. Nur seine Rechte schafft ihm Recht hier auf der Welt. Gemeint ist Jesus Christus, eine alte Prophetie. Vers 17, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Tod ist hier, wie gesagt, ein bisschen anders zu verstehen. Natürlich ist er gestorben, das macht ja sehr viel aus von dieser Heilszeit oder von dieser Heilsgeschichte. Aber er ist nicht so gestorben, dass er in den zweiten Tod reingekommen wäre, sondern er ist sogar auf einer Missionsreise zu den Geistern aus der Zeit vor dem Noah, hat auch noch dort predigt und hat den Tod jederzeit eigentlich unter sich gehabt, auch wenn er mit drin war und hat am Schluss sogar verschluckt.
Ich werde leben und die Taten des Herrn verkündigen. Nachher haben wir Vers 18, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. Da kommt die Gerechtigkeit, die er für uns kämpft. Die neue Welt wird eine Welt sein, wo Gottes Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Die Gerechtigkeit, die ja nicht eine Justiz ist, sondern Barmherzigkeit. Und er selber ist das Tor. Er hat selber gesagt, ich bin die Tür, die euch dorthin führt. Dann kommt natürlich der berühmteste Vers aus diesem Psalm. Der Paulus und oder Petrus greifen ihn wieder auf. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Die ganze falsche Architektur, die ganzen perversen Architekten, die mit ihrem Zeug mauern und bauen, wo alles wieder zusammengeht. Sie können nicht erkennen, wer eigentlich der Grundstein ist, wo Gott selber eingesetzt hat, das Wunder vor unseren Augen. Und nachher kommt der Ostertag, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wenn es also einen Tag gibt, den wirklich Gott gemacht hat, ganz sicher der Auferstehungstag im engsten und im weitesten Sinn. Und der Psalm klingt aus mit Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist übrigens auch der Eingangsvers von diesem Psalm. Am Anfang und am Schluss heisst es, Gottes Güte ist unverwüstlich. Mit dem möchte ich mich verabschieden und wünsche euch einen schönen Tag.